Aber gerne. Servus. Schön, dass du wieder dabei bist heute. Ich bin der Thomas von der Licht- und Schattenmanufaktur und ich bin heute hier unterwegs im Nationalpark Bayerischer Wald im Tierfreigelände und möchte euch heute mitnehmen zum kleinen Reptilien-Revier, wo die Kreuzotter und die Eidechse und die Ringelnatter ausgestellt sind. Und genau, heute ist ein wunderschöner Tag, das heißt, die sonnen sich bestimmt irgendwo auf einem Stein und das zeige ich euch heute. Und wenn euch das interessiert, dann kommt mit, auf geht's! Der Nationalpark Bayerischer Wald wurde am 7. Oktober 1970 gegründet und ist damit der älteste Nationalpark Deutschlands. Heute umfasst er mehr als 24.000 Hektar und bildet gemeinsam mit dem tschechischen Nationalpark Šumava das größte zusammenhängende Waldschutzgebiet Mitteleuropas. Das Motto des Parks lautet: Natur, Natur sein lassen. Hier darf sich der Wald frei entwickeln. Wenn Fichten, Tannen und Buchen fallen, schaffen sie Platz für neues Leben. Moose und Farne bedecken still die Erde und Tiere wie der Luchs, das Auerhuhn oder der Uhu finden hier wieder eine Heimat. Der Nationalpark ist ein einzigartiges Beispiel dafür, wie Wildnis im Herzen Europas erhalten und neu erschaffen werden kann. Zwischen Nebel und Licht wächst eine Wildnis, die uns Menschen erinnert, wie zerbrechlich und zugleich kraftvoll die Natur ist. Der Nationalpark Bayerischer Wald ist nicht nur ein Wald, er ist auch ein Zuhause. Ein Zuhause für große Tiere und für die Kleinen, die oft im Verborgenen leben. Gerade sie erzählen uns von der Vielfalt und von der Schönheit dieser Landschaft, wenn wir genau hinschauen. Nicht weit von dem Parkplatz entfernt, also ziemlich am Anfang des Nationalparks, findet man die 3 sehr schön angelegten Biotope für die Waldeidechse, Ringelnatter und Kreuzotter. Jedes Biotop ist angelegt wie eine kleine Insel, umgeben von Wasser. Bei schönem Wetter sonnen sich die Inselbewohner auf den Steinen oder suchen Abkühlung im kühlen Nass und man kann sogar ihre Schwimmkünste bewundern. Nicht nur Kinder drücken hier Staunen aus, sondern meistens sind es die Väter und Mütter, die mehr begeistert sind, wenn sie eine Kreuzotter unter den Steinen entdeckt haben. Es ist aber für jeden ein kleines Abenteuer und Erlebnis, wenn man aus sicherem Abstand die ansonsten sehr scheuen Waldbewohner beobachten kann. Leise und beinahe unsichtbar huscht sie durch das Gras. Die Waldeidechse. Sie ist unsere einzige heimische Eidechsenart, die so weit in den Norden Europas vorkommt. Ihr schlanker Körper, braun oder grau-grün gefärbt, macht sie zu einem Meister der Tarnung. An sonnigen Plätzen wärmt sie sich auf, denn wie alle Reptilien ist sie auf die Wärme der Sonne angewiesen. Und wenn Gefahr droht, lässt sie sogar ihren Schwanz zurück. Ein stilles Opfer, das ihr das Leben rettet. Am Rande von Teichen und Bächen begegnet man einer Schlange, die sanfter ist als ihr Ruf, die Ringelnatter. Unverwechselbar mit ihrem gelb-schwarzen Flecken am Kopf gleitet sie durchs Wasser, lautlos, geschmeidig. Sie ist völlig ungiftig und doch seit Jahrhunderten umgeben von Mythen und Ängsten.
Ihr Leben aber dreht sich um die Jagd nach Fröschen und Fischen, die sie geschickt im Wasser erbeutet. Wo die Ringelnatter auftaucht, erzählt sie uns von der ursprünglichen Verbindung zwischen Wasser und Land. Vorsichtiger, geheimnisvoller zeigt sich die Kreuzotter. Sie ist die einzige Giftschlange in Deutschland, doch ihr Gift ist für den Menschen meist nicht lebensbedrohlich. Ihr typisches Zickzackmuster macht sie unverwechselbar und ihr Blick wirkt fast urzeitlich. Sie liebt lichte Wälder, Moore und Heideflächen, Orte, die immer seltener werden. In ihrer stillen Präsenz erinnert sie uns daran, wie wichtig es ist, Lebensräume zu bewahren, auch wenn sie uns manchmal Furcht einflößen. Und dann öffnet sich die kleine Welt im Wasser. Libellen schwirren wie funkelnde Juwelen durch die Luft, ihre Flügel schlagen schneller als das Auge folgen kann.
Und doch tanzen sie mit einer fast überirdischen Leichtigkeit. Auf der Wasseroberfläche huschen Wasserläufer, getragen von der Oberflächenspannung. So zart, dass sie wie Schatten über Glas gleiten. Und unter der Oberfläche ziehen Wasserschnecken ihre stillen Bahn, langsam, beständig, unaufhörlich. Dieses Feuchtbiotop ist ein Mikrokosmos, in dem sich zeigt, dass jedes noch so kleine Leben Teil eines großen Ganzen ist. Und so zeigt uns auch der Nationalpark, dass jedes Leben seinen eigenen Platz hat, vom kleinsten Wasserläufer bis zur stolzen Kreuzotter. Es ist ein Mosaik aus Stimmen und Gestalten, die gemeinsam ein Ganzes bilden. Und vielleicht lernen wir von ihnen, dass wahre Wildnis nicht perfekt sein muss, sondern nur lebendig. Sehr schön war's. Wunderbar. Kann ich jedem nur empfehlen, hier Nationalpark Bayerischer Wald. Wochenende ist zwar immer viel los, also man sieht es jetzt hier im Hintergrund. Parkplätze sind voll. Überall Leute, Familien, kleine Kinder. Ja, Abenteuer pur. Genau. Mich freut's, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und ich wünsche euch noch was und nicht vergessen, liken, kommentieren und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Servus, Avadere.